Wir sind zurück im Vulcanort, vor allem nachdem wir in der letzten Folge das Master-Schwert erhalten haben. Beziehungsweise konstruiert oder geschmiedet haben, obwohl irgendwie fehlt noch was. Aber naja, es wird schon mal als Master-Schwert betitelt, das ist schon mal ganz schön. Und wir sollen jetzt eigentlich zurück ins Erdland zurückkehren, zum Tempel und so. Beziehungsweise natürlich zum Siegelhain, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Ich will ein paar Sidequests machen. So. Wo ist der Erntehelfer, der da helfen könnte? Ich habe schon eine starke Vermutung. Das soll drin sein? Ich dachte ja eigentlich eher einen Gruß, wegen der Erntehelfer und so, weil er da auch ein bisschen Muckis mittlerweile hat, aber... Hä? Aurasuch, was machst du? Wo führst du mich hin? Hä, in Eldin? Ich will gerade verarschen? Moment mal, muss ganz kurz nochmal checken. Hä? Ach so. Ah, doof. Ja, natürlich. Muss natürlich ein... Ja, muss noch ein Budelkönig sein, ja, ist klar. Ah, bin ich doof. Jetzt natürlich die Frage, wo genau in Eldin? Das Gebiet hier ist doch relativ groß, haben wir schon mal festgestellt. Ich habe keinen Bock nochmal überall durchstraten zu müssen. Ich guck mal, ich mach mal Tempel am Vulkan, Vulkanaufstieg. Ich mach mal Tempel, komm. Hier ist eh noch diese seltsame Kristallkugel. Achso, stimmt. Jetzt, was ich gerade gesagt habe. Da oben ist doch diese seltsame Kugel leuchtet. Da hatte ich gerade, hä, das ist eine Kristallkugel. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was für eine Quest das ist. Ich glaube, mit Budelkönig ist unser Freund da unten gemeint. Hey Freund, na, was geht? Schnell mal angreifen, Blatt mit dem Master-Schwert. Oh, sehr schnell offenbar. So. War der jetzt hier unten? Hä? Wo war der? Ah, Dreck, wie kommen wir jetzt wieder schnellstens hin? Ja. So nicht ganz. Obwohl die Richtung selbst nicht allzu schlecht war. Mann, ey. So, hier runter. Also, ja, toll. Ich wollte gerade den Gleiter auspacken und plötzlich... Naja, vorbei. Den fetten, hässlichen Arsch. Sag mal. Ja, ist gut. Oh, nein! Alter, was ist das für eine Fehlfolge? Okay, sie gehen schneller platt als vorher. Dank dem Master-Schwert. Sehr schön. Oh Mann, ey. Was für ein Käse. Mann, aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, Pfeile. Dankeschön für den Fluch. So sind wir hier wieder. Stimmt, ja, da war ja was. Stimmt.
Ich wollte gerade zurückspringen. Aber leider ein bisschen schneller. So, ja, müssen natürlich da unten reinspringen. Hier in der Mitte, da waren unten noch ein paar Muggis. Ein paar Rulies. Aua. So. Ding war hier nicht mehr, oder? Ne, haben wir da unten alle geholt. Ah, da unten ist. So, wo ist er? Hä? Nicht euer Ernst. Bin ja noch falsch gesprungen. Ach nö. Da der wäre so ein Kumpel. Ihr könnt kotzen, ey. Also raus hier. Oh, muss ich da hier durch? Da ist nochmal so einer. Ruine Power suche. Was? Einfach so? Ja, fehlen tatsächlich nur noch die Dinger, wa? Die Juwelen der Güte, aua. Wieso brennt sie überhaupt? Ich hab doch die Ohrringe an. Oh, kein Bock auf den Scheiß. Was? Hallo? Das ging mal. Aber diese Folge ist ein bisschen creepy. Kann ich einfach rüberspringen? Nein, natürlich nicht. Das Spiel sagt, nee, geht nicht. Aber ganz ehrlich, ey. Ich will mich hier verarschen. Ernsthaft jetzt? Mann. In der Folge spinnt echt alles. So, du bist aber auch nicht gemeint, wa? Was war denn dort, das uns irgendwie helfen könnte? Hat sowas von gar nicht mehr auf dem Schirm. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah, da bei dem. Noch ein paar Bomben auffüllen. Wir haben ja sonst nichts vor, wa? Wir sind ja eh Sidequests dran, aber die Folge, ey. Also bis jetzt. Ganz ehrlich, ey. Was ist bloß los? Was ist das bloß für eins Folge? Nochmal ein Schuckschädel, dankeschön. Nochmal einer, Alter. Also irgendwie weiß auch nicht, seit gefühlt dem 4. Tempel, würde man sagen, kommen die Schätze sehr viel schneller angeflogen als früher. Aber kann ja wohl nicht nur an der Schatzmedaille liegen. So, warte mal. Okay, der Typ ist es. Sehr gut. Haben wir das auch mal.
Komm schon noch ein bisschen Kohle. Okay. Komme ich da relativ easy zu ihm rüber oder habe ich es jetzt schon wieder versaut? Ich habe heute meinen absoluten Glückstag. Kann man nicht anders sagen. Ich bin auch nicht mehr sicher, ob er irgendwie eine Abkürzung suchen könnte. Vermutlich wird schon irgendwie gehen, aber ganz ehrlich, komm. Wir wissen jetzt, welcher Dude das ist. Wir wissen auch, wo er zu finden ist. Also insofern holen wir es ganz kurz. Und haken das Ganze wieder mal ab unter Best of Fails, wenn man so sagen will. Na gut, aber das Best of ist noch lange nicht. Aber schon ganz andere Dinge verbrochen. Aber gut, also. Wie zum Beispiel den hier. Warum Spiel? Warum, wenn ich jetzt so runterfalle und trotzdem... Oh, da gibt's doch einfach nicht, ey. Ja, Boss, ich weiß, haben ihn gerade oben gesehen. Alter, was ist los mit dem Spiel plötzlich? Lass mich runterfallen, erwarte eigentlich, dass ihr trotzdem wieder irgendwie runter segeln könnt zum Steuern. Nee, geht nicht. Wie oft werden wir diesen Weg noch sehen, Leute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist doch nicht mehr feierlich. Ernsthaft, Link? Ach komm, weißt du was. Sag mal, so. Mehr oder weniger, es geht schief, was eigentlich schief gehen kann, wa? Ich wisch die falschen Typen, ja. Segel auf den falschen Orten hin. So, machen wir es mal ein bisschen anders. Wir müssen ein bisschen Abwechslung sorgen hier. Ja, also sprich, ich würde gerne, aber das Spiel lässt mich nicht. Okay. Ich wäre jetzt gerne rübergegangen, aber das Spiel sagt sich, nee. Come on, das ist nie im Leben so kurz, aber, beziehungsweise so weit weg, aber okay. Das Spiel will nicht, aber auch keinen Bock mehr drauf, aber euch auch nicht. So, jetzt Link. Normal runterspringen bitte. Dankeschön. So, geht doch. Was ist los, Kumpel? Oh, da sieht man sich wieder. Vielen Dank für die Hilfe neulich, ha? Ich habe mir seitdem wieder auf die Suche der Schätze gemacht, aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen, Mann. Ich glaube, es ist eine Zeit für mich, das Leben wenig ruhig angehen zu lassen, weißt du? Kennst du irgendeinen Mann, der mit meinem Lebensraum richtig an diesem mein Hobbys freuen könnte? Yo! Wie, du hast was für mich? Ohne Wolken? Klingt echt geil, Mann. Was? Du kannst sogar was tun, was mir Spaß macht? Geil! Bring wir sofort dahin. Ja, ruft Trappo bitte. Aber geh wieder, wenn Roboter um Verzüglich rufen. Transportroboter. Pferdefrei, ihr habt mich gerufen. Lass ihr soll euch abtransportieren. Du hast ja gehört, was die Pferdefrei gesagt hat. Geh aus dem Weg, du bist. Verstanden, ich warte da oben auf euch beide. Bäh. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Mokma an sein Ziel abbringst. Kannst du nicht direkt selber rausbringen, Fei? Oh, wieder mal ein Service hier, unglaublich. Der geht's auch nicht. Dankeschön, lieber Vogelstatue, ihr könnt gar nichts. Ah, ich könnte zwar ein Ding nutzen, wa?
Das Amiibo. Amiibo! Wir müssen erstmal holen gehen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich ihn überhaupt habe. Aber egal. Hier haben wir mittlerweile auch ein bisschen Routine drin. Das heißt, wir kriegen das noch hin. Wenn wir in der Folge noch die Quest abschließen können, hoffentlich noch die Aurasuche für eben auch die Juwelen der Güte kriegen. Dann war es das hoffentlich mal. So, noch hier aber kein Bock, Kumpel. Schild bitte. Ja, oder so geht auch. Wollte auf ein Schild springen, aber ey, scheiß drauf. Ins Wolkenmeer abhauen. Gar kein Problem, Gebieter. Hui. Bis unendlich kann noch viel weiter. So. Die Kürbisinsel ist ein bisschen weiter weg, scheiße. Jetzt muss ich Trapo lassen, der ist echt fix. Ah, da kommt er. Das hat gerade echt irgendwie abgehängt. Das wäre zwar cool gewesen, aber daraus sollte wohl nichts werden. So geht doch. Hui. I believe I can fly. I believe I can touch the ground. Wow. Das war knapp. Ich habe diesen alten Morgen mal mitgebracht. Richte der Fährtenfeige Grüße von mir aus. Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja gar kein Mensch. Ah, jetzt verstehe ich. Dieser Maulwurf wird als ein Acker für mich pflügen, wa? Willst du doch nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Fell bestellen soll, oder? Das wird der einzige Grund, weshalb du mich hier auch in den Lift gebracht hast. In diesem Fall, Dankeschön, du netter, lieber Maulwurf. Aber, naja, ich meine nur gut. Ich kann es mal versuchen. Wie gefällt dir das? Oh, hui, seht das an. Unglaublich. Oh, findest du wirklich? Das wird doch noch, das wird nicht der Rede wert. Das ist mein Talent, Mann. Meinst du, du schaffst es noch einmal? Bitte, 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 bitte. Oh ja, und weiter geht's. Ich bin ja so froh, dass du mir diesen netten Maulwurf vorgestellt hast. Er ist ein echtes Goldstück. Ich werde ihn in Zukunft ganz sicher um Hilfe bitten. Hab vielen, vielen Dank. Und Juwel der Güte. Hilfst den Menschen, so hältst du stets 5 Einheiten davon. So. Fabi, wie sieht's aus? Aurasuche bitte aktivieren. Nix. Alter. Na, schön. Also, Freunde, hätten wir die Quest abgeschlossen. Sehr gut, da soll der mal ein bisschen rumwühlen. Was da immer noch das hier soll, aber echt keinen Plan, wieso er da nicht irgendwie rein kann. Rechts aus kann er irgendwie rein. Vielleicht geht's auch eher später. Hat sie irgendwie was in der Art? Nö. Ja, macht das schon. Also. Hätten wir das mal soweit getan. Gehen wir jetzt zurück in den Wolkenhort. Ich würde sagen, in der Folge mache ich noch den Wolkenbazar. Was sprich die Truhe dort öffnen. Ist auch sehr, sehr schwierig. Ist sehr zeitaufwendig. Dann noch ein bisschen Items upgraden, zum gucken, was noch so geht. Wir können auch mal noch zur Dame beim Verwaltungssystem gehen. Ne? Die müsste jetzt eigentlich auch eine neue Quest für uns haben. Und dann aber langsam sicher mal Nacht wieder werden lassen für Terry und für die Juwelen der Güte. Oh, da war ein bisschen zu früh. Ein bisschen verfrüht das Ganze. So, jetzt aber. So, ab in den Bazar.
Ja, es macht so Spaß zu komplettieren. Hat sie. Jo, ist eine Quest für uns, das war zu erwarten. Hier ist momentan nichts Neues. Die Truhe erstmal öffnen. Herzteil? Oder Kohle? Kohle mal, natürlich, was gibt's was anderes als im Bazar? Muss natürlich Kohle sein. Schild reparieren nicht nötig, wir haben einen göttlichen Schild, repariert es von selber. Wüstengras, das war knapp. Wie man so aus einem Eisenbogen plötzlich einen göttlichen Bogen macht, ist mir jetzt auch neu. In der göttlichen Flamme kein Problem, aber so? Ein heiliger Bogen, Entschuldigung. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm Kraft und bringt Verderben überall an den Feinde. Ah ja. Bombentasche. Ja, man, da hier mal noch das Maximum. Dann haben das nämlich auch getan. Okay, okay. Die große Bombentasche. Perfekt, Mann. So, mehr haben wir momentan nicht. Gehen wir doch mal zu ihr. Oh, Schatz. Ich will etwas sagen. Oh, nachts. Okay, das ist natürlich ganz praktisch. Also, der Bazar. Wir haben eine kleine Deko-Tasche. Die haben wir mitnehmen sollen, wäre eine Option. Denn ganz ehrlich, 4 Flaschen braucht, glaube ich, kein Mensch. Eisenschild hier, den Schild auch nicht. Was ich lieber mitnehmen würde, wäre wieder mal... Ne, das ist noch zu früh. Nehmen wir später mit. Wenn wir zweite von der Sorte haben, dann haben wir hier 3 von denen. Ja, eine Bombentasche, eine große. Deko oder Köcher. Bei 3 Flaschen eigentlich auch relativ viel finde. Der noch irgendwie gesagt, vielleicht noch irgendwie die 2 Lebenskraftmedaillen. Dann hier, also hier und hier. Aber eigentlich mit der Zeit braucht noch keine Schatzmedaille mehr. Also können wir die eigentlich gerade mal entfernen. Ja. Ah, das erste. Finde ich cool, dass es überhaupt gratis ist. So. Gib mir den Köchermann. So. Dann nochmal hier gucken. Ja, komm heute Nacht zu dir. Link hat ja in der Nacht immer sehr viel zu tun, wie man merkt. Also, nochmal ganz kurz neu sortieren. Die Medaille kann hier hin. Dann haben wir hier die große Bombentasche. Wir haben das Ding. Kleiner Köcher. Nehmen mal noch die kleine Dekotasche mit. Doch eher so. Perfekt. Mal so temporär neu gemacht. Gut, dann mal gucken. Was kann ich bei ihm bereits machen? Was muss ich noch farmen? Wie sieht es mit der kleinen Dekotasche aus? In allem genug? Okay. Das geht auch alles. Mache ich. Ah, der Finsterhalbmond, wie viel wir davon haben. Nicht Finster, sondern Bärenschenhalbmonde. Ja, wir können upgraden, weil wir es drauf haben. Mittlerer Köcher. Dass irgendwie immer nur so 5 oder 15 reinpasst, irgendwie schon ein bisschen krank. Natürlich noch viel geiler. Okay. Ich denke sogar, dass ich den großen Köcher dabei behalten würde. Bombentasche vielleicht auch. Bei Dekotasche, ja, eher weniger. So. Wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir zumindest mal alles im Spiel irgendwie ein bisschen abgegradet. Was ich dann auch mal noch machen müsste, wären natürlich die Tränke. Oder die vielleicht auch mal noch ein paar zeigen und machen. Ja, wir haben zwar 4 Flaschen, ne? Da müsste für ein paar Dinge ja reichen. Das letzte Upgrade auch noch, würde mich jetzt wundern. Alter, sind wir gut.
Ja, Freunde, damit hätten wir, denke ich mal, alles, was irgendwie ging, abgegradet. Krass, oder? Großer Köcher, große Bombentasche, große Dekotasche. Wir haben einen heiligen Bogen, den Kraftkäfer, das Meisterfängernetz, die Streuschleuder. Gut, der Rest war sowieso schon gegeben. Große Geldbörse, ja, da werden wir froh, wenn wir irgendwie noch ein bisschen eine größere kriegen. Bei dem fehlt eine Quest, wa? Ich sag nur, Kristallkugel, genauso aus wie die beim Erdtempel. Bei meinem Tempel im, bei Eldin zu. Egal. Andere Freunde, dann sage ich wieder mal an der Stelle, vielen Dank fürs Zusehen. Fürs Zusehen. Im nächsten Part dann gehen wir mal zu Terry, machen es nach, gehen auf seine Insel. Kehren dann zurück, werden in Nacht einmal noch Kambodscha besuchen, die auch noch was von uns will. Dann mal gucken, ob irgendwie was getriggert wird bezüglich Aurasuche mit den Dingern hier. Also sprich, wenn wir hier unten noch die Juwelen der Güte kriegen, dann wären wir schon sehr froh. Und dann hätten wir das und dann wäre halt die Frage, was können wir noch an Sidequests machen? Dann gehen wir dann mit der Story weiter, weil, ja, wir haben gesehen, es gibt noch ein paar Truhen dort in diesem seltsamen, bei der Stätte der Lieder zu, diesem, ja, dieser Windhose, Dingsbums, Verschnitt oder Windkugel wohl eher, aber da müssen wir sowieso auch storybedingt wieder hin, also jetzt deswegen jetzt dahin sollen. Naja, mal gucken. Ich sag trotzdem, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.